schönen guten Morgen aus Munda. Wir haben heute etwas vor. Und zwar haben wir eine kleine Trekking-Tour mit einer Organisation gebucht. Man kann oder man soll nicht wirklich alleine wandern gehen, da es da ein paar Tiere gibt, denen du nicht unbedingt begegnen möchtest. Und wir wollen uns nicht die Wege jetzt selber suchen und es ist günstig. Darum schauen wir mal an, was uns heute erwartet. So, nachdem wir jetzt eine Stunde bei der Bushaltestelle sinnlos gewartet haben, zuerst waren wir ja um 3/4 dort, er hat gesagt, um 9:30 Uhr kommt er, wo wir 9 Uhr ausgemacht haben und er war um 9:40 Uhr immer noch nicht da. Jetzt haben wir dann gesagt, nein, danke, aber nein, danke. Jetzt gehen wir selber, hätten wir gleich machen sollen. Aber wir lassen uns ja da jetzt nicht unterkriegen. Wir gehen durch die schönsten Teeplantagen, die wir gesehen haben bisher. So viel Tee auf einem Fleck gibt es, glaube ich, selten auf der Welt. Es sind nur Teehänge und sie schauen so flauschig aus von der Weiten und so grün. Also, schon geil. Schauen wir mal, was wir auf eigene Faust machen können, nachdem wir das ja eigentlich eher am besten machen. Ja, das ist so viel Tee. Überall nur Tee. Es ist so viel Tee. Wurscht, wohin man schaut, nur Tee. Ich mache jetzt also 365 Grad. Ich mache jetzt ein 360 Grad Panorama. Wir haben gerade wen getroffen, auch zwei Weißbrote wie wir. Die haben aber einen Führer und wir sind uns ziemlich sicher, dass wir da gegangen waren. Und das hätte uns dann schon angefallen, weil das ist easily machbar für jeden, der ein bisschen Ausdauer hat. Und man braucht da keinen Führer. Wieder einmal mit Komoot alles richtig gemacht. Und so viel Tee. So, jetzt geht es Richtung höchsten Punkt. Der Weg ist ein bisschen schmäler, aber immer noch gut erkennbar. Solange man Kartenmaterial hat, dann verläuft man sich nicht. Ansonsten sind die Weggabelungen natürlich ein bisschen irreführend. Das muss man schon so zugeben. Wir werden uns jetzt da steil aufbegeben. 4x4 Modus rein und geht. So, wir haben da hinten jetzt einen Gipfel entdeckt, den müssen wir natürlich besteigen. Also was wir merken, es ist nicht so schwül, aber es ist einfach die Luft da generell so drückend, dass man irgendwie auch nicht gut Luft kriegt. Und durch die Diesigkeit da hinten, man sieht da nicht wirklich was. So, Gipfelanstieg. Kreuz ist schon in Sichtweite. Mega hell. Wir sind jetzt am Weg runter und so ein öderer Guide ist mit einer Gruppe gekommen und der hat uns gleich angeschnauzt, wo unser Guide ist. Und wir haben gesagt, ja, der hat uns unten, wie gesagt, sitzen lassen und hat gesagt, das ist okay, dass wir gehen. Und er hat gemeint, ja, du musst da schon Erlaubnis haben und so, weil das ist alles privat und so. Es steht jetzt unten kein Schild, dass das privat ist, es kontrolliert jetzt da keiner. Wir verstehen natürlich, dass so ein bisschen die Notwendigkeit vom Guide aus einer Sicht gegeben ist für viele Touristen, die halt den Weg nicht wissen. Aber wir müssen jetzt schon sagen, aus sicherer Erfahrung,
Der Weg ist für uns sehr leicht zu finden gewesen, gerade mit Komoot. Der Weg ist nicht gefährlich und die Chance, dass irgendwelche Viecher da sind, ist sehr gering. Wenn man schon rundherum hört, dass es im Urwald, in die Tiger Reserves, schon wenig Tiger gibt zum Sehen. Und ich glaube, jetzt am Bergrücken, da wird auch nicht gleich ein Elefant aus dem Busch raus starten. Und ich möchte gerne wissen, was er tut, ob er auch Waffen mit hat, weil sonst sehe ich die Notwendigkeit vom Guide nicht so viel. Es ist schwierig, weil das ist eine Wanderung, wo ich nicht einsehe, warum man eigentlich was zahlen muss. Und wenn sie sich das Recht ausnehmen, dass man einen Guide braucht, dann sollte man auch einen gewissen Service bieten. Nur wenn der mitgeht und man sagt, wo ich gehen soll und wo nicht. Naja, könnt ihr aber gerne diskutieren, wie ihr das seht. Guide Mehrwert, ja, aber wenn er keinen Mehrwert bietet, ist es irgendwie schwierig. Alter, so viele überall nur die.